Der ist gut. Ja, gestern auf die Nacht, mei, da hab ich gelacht. Ach so, ich hab noch nie so viel gelacht, wie gestern auf die Nacht. Humor ist die kürzeste Distanz zwischen zwei Menschen. Wenn Liebe und Weisheit ein Gspussi eingehen, dann kommt der Humor dabei raus. Humor ist Notwehr. Notwehr gegen die Sachen, wo man nichts dagegen machen kann. Das ist das Sterben, der Tod, CSU, der FC Bayern, Trump und so weiter. Und wenn man darüber lacht, ist es nicht mehr ganz so schlimm. Für mich ist der Humor immer dann, wenn er stattfindet. Münchner Kammerspiele vergangenen Samstag. Gerhard Polt und Freunde laden zum Benefizabend für das Forum Humor. Ein Haus für komische Kunst soll entstehen. Grüß euch, meine lieben Freunde. Ich bin jetzt auch hier, um das Forum des Humors zu unterstützen, aus einem und den einzigen Grund, meine lieben Freunde, weil ich will darin eines Tages begraben werden. Vielleicht dann hier? Die ehemalige Viehbank im Münchner Schlachthofviertel, seit 2 Jahrzehnten ungenutzt. Der Verein Forum Humor hat eine Machbarkeitsstudie erstellt. Die Stadt prüft diese gerade. Die Lage zwischen Neuen Volkstheater und Kabarettwirtshaus Schlachthof wäre nicht schlecht. Und das soll lebendig sein. Da sollen Leute reden können. Da soll ein Schriftsteller erzählen können, wie er auf bestimmte Sätze kommt, warum er Komödie schreibt und keine Tragödie. Jetzt? So wie der Polgar einmal gesagt haben soll, wissen Sie, wenn ich schreibe eine Tragödie, naja, da stellen wir eine Flasche Rotwein hin und auf die Nacht und am anderen Tag habe ich eine Tragödie geschrieben. Aber bei einer Komödie weiß ich nicht, ob das meine Leber aushält. In Feldkirchen grabe ich etwa hinterm Zeitvierer, da ist Kirche bis zum Irde, also Zeit's Eier Geitbrüder. In Feldkirchen kriecht jemand hinterm Zelt hervor. Da ist Kirche bis zum Irde, also Zeit's Eier Geitbrüder. Dort ist Kirchweih bis zum Dienstag, also Zelt, euer Geld, Brüder. In Feldkirchen grabe ich etwa hinterm Zeitvierer, da ist Kirche bis zum Irde, also Zeit's Eier Geitbrüder. Ich war schon immer recht, mir besser rennt, wenn ich in jedem Verding mein Metzger drin kam. Der bayerische Humor persönlich, dem bin ich nie begegnet. Es gibt Leute, die humorvoll sind. Aber es ist wie mit dem englischen Humor. Ich bin auch schon gefragt worden, was sagen Sie zum englischen Humor? Sage ich, persönlich bin ich ihm nie begegnet. Aber die Monty Pythons habe ich gesehen. Wir vom Klassikradio präsentieren jetzt Leonhard Schenissel, den großen Komponisten, der gerade den Bad-Zielsteiner Klang Award bekommen hat. Und der mit seinem Werk Ein Konfetti geht seinen Weg den musikalischen Durchbruch geschafft hat. Zum Beispiel so ein Gstanzl, wie der Gigelgogel hat er hingehabt und der Gogelgigel, der hat es auch, sagt der Gigelgogel zum Gogelgigel, Gigelgogel, tu die meine auch. Das kannst du auf Hochdeutsch, ist das schwierig. Das Bayerische zeichnet sich ja dadurch aus, dass es so hintersinnig ist und dass man ja nicht wirklich direkt ist. Also man kann natürlich auch direkt sein, aber man kann auch wirklich um 3 Ecken seinen Humor loswerden. Ich sage immer, Weißwurst ist ein wunderbarer Tofu-Ersatz, wenn man kein Vegetarier ist. Wenn Sie mal einen Satz hören, der mit Liebe Senioren anfängt, da wird anschließend gelogen oder Geld gesammelt. Da können Sie sicher sein. Das reicht. Der Humor nimmt die Welt hin, wie sie ist, sucht sie nicht zu belehren, sondern sie mit Weisheit zu ertragen. Charles Dickens. Ich bin im Bild. Entschuldigung. Im Bild. Du jetzt bist. Jetzt verstehe ich, warum du im Bild bist. Das ist es. Wir müssen auf die Bühne. Wir müssen auf die Bühne. Für mich ist Humor ja etwas, was mit dem Ernst des Lebens zu tun hat. Hier habe ich zum Beispiel eine kleine Karte aus der Pizzeria Fontana d'Oro in Como. Da sind die Gerichte verzeichnet unter der Überschrift Proposta Menü. Also im Englischen dann Menu Proposal, im Französischen Proposition de Menü, im Deutschen Menüantrag. Ich glaube, das hat auch was mit Atmung zu tun, weil beim Lachen atmest du anders und wenn du dann praktisch außer Atem kommst beim Lachen,
Ich glaube, das ist für jeden ein schönes Gefühl. Atmen. Leben. Humor ist immer dann, wenn er stattfindet. Die Kunst der Gegenwärtigkeit.